Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuesten Ausgabe des Slowenien-Magazins. Auch heute besuchen wir einige interessante Orte und Menschen. Einen Druckerpresse-Experten. Als Beschützer der schwarzen Kunst sieht sich der Drucker Janez Rozman. Bekannt als außerordentlicher Kenner der Druckgeschichte, baute er sogar eine der Holzpressen Gutenbergs nach, mit der im Jahre 1455 die erste Bibel gedruckt wurde. Besucherinnen und Besucher der Burg von Bled können dort das Modell dieser Presse bewundern. Zu Hause aber hat der Meister ein wahres Druckmuseum eingerichtet. ...130 Meter über dem Bleder See thront auf einem gewaltigen Felsen die Burg von Bled, eine wahre Ikone des Ortes und des gesamten Landes. Vor nahezu einem halben Jahrtausend weilte auf Einladung des damaligen Burgpächters Herbert von Auersperg Primož Trubar, der Verfasser der beiden ersten slowenischen Bücher auf der Burg. Mit ein bisschen Glück können Sie ihn in der Burgdruckerei auch heute noch antreffen. Der graubärtige Mann in authentischer Mittelalterkluft, der Primož Trubar zum Verwechseln ähnlich sieht, ist Janez Rozman, der Hüter der schwarzen Kunst und des mittelalterlichen Kulturerbes. Ich bin stolz, dass die erste Druckmaschine, die ich im Jahre 2000 gebaut habe, tatsächlich auf der Burg von Bled gelandet ist. Das war meine erste Maschine, eine Rekonstruktion von Gutenbergs Druckerpresse, und sie dient noch heute ihrem Zweck. Janez Rozmans Geschichte beginnt, als er als junger Schornsteinfeger auf den Dachböden der Häuser die Geheimnisse einer vollkommen anderen Zeit kennen und lieben lernte. Er begann Bücher zu lesen und sich in die Geschichte des Drucks zu vertiefen. Seine neu erlangten Kenntnisse wollte er mit dem Nachdruck der Dichtungen des größten slowenischen Dichters Franze Prešeren in derselben Weise wie Anfang des 19. Jahrhunderts unter Beweis stellen. Da er sich eine Druckmaschine aus der damaligen Zeit nicht leisten konnte, entschloss er sich, selber eine zu bauen. Ich kam zu Trubar und zu Gutenberg und zur ersten Druckmaschine, die aus Holz war. Ich hatte ein bisschen Ahnung von diesen Dingen und bat einen Kollegen aus Borchin, mir bei der Umsetzung zu helfen. Und so bauten wir gemeinsam die erste Druckerpresse. Einen Teil seines Zuhauses in Skoscha bei Begunje hat Janez Rozman in ein mittelalterliches Druckereimuseum mit Lehrwerkstatt verwandelt. Hier teilt er sein Wissen über die Entstehung des mittelalterlichen Buches mit den Besuchern. Von der Herstellung von Papier aus Baumwolle und Zellulose über das Gießen und Setzen von Bleibuchstaben bis hin zum Druck- und Ledereinband. Wir zeigen den Besuchern, wie das erste slowenische Buch hergestellt wurde. Natürlich müssen die Blätter zuerst gefaltet und zusammengefügt werden. Dann werden sie gelocht, so wie es einst bei diesem Buch gemacht wurde. Und dann flechten die Schüler selbst den abschließenden Teil. Am Ende kommt das Ganze in den Einband und so entsteht ein solches Buch wie das hier. Dies ist ein Nachdruck von Trubars Abecedarium, gedruckt auf handgefertigtem Papier. Die Manufakturmeister Janez wird nicht nur von Schülern, sondern auch von zahlreichen Diplomaten, Politikern, Wirtschaftsführern und anderen angesehenen Gästen besucht. Besonders stolz ist Janez Rozman auf das persönliche Dankschreiben von der ehemaligen First Lady Laura Bush. Mit seinen Druckerpressen reist Meister Janez auch in der Weltgeschichte herum. Er ist regelmäßig bei Tourismusbörsen zu Gast, wo er die Geschichte des Drucks und damit auch einen Teil der slowenischen Geschichte vorstellt. Lep pozdrav iz Slovenije!